Onze Geschicht schildert de Pilgerreis van een poort van Plautdietsche Mennoniten in Noord-, Middel- en Zuid-Amerika. Onze Geschicht. Ditmaal vertellen we nog wat meer van de Mennoniten ihre verlorene Schoolfrieheiten in Mexiko en van wo damit gearbeitet wordt. Voorsteher Gerard J. Rempel schrift in einem Brief an seine Frau und Familie, dat hij den Brief van zijn Metdiener, Voorsteher Wilhelm C. Rempel, in Mexico City gekregen heeft, waarbij de brief opgekomen is, die van Mexico City uit, naar de Voorsteher op de Manitoba-kolonie gekomen weer, waarin die zegt dat alle Mennoniten in Mexico nog eenmaal registrieren zullen. En hij zegt, ze hebben daar al met gearbeitet bij de regering in de city, en dat is bij de regeringsbeamte een entschiedene zaak, dat alle Mennoniten nog voor jahreseng zullen registreerd hebben. En dan zegt de Voorsteher, we roden de lied zeer toe, dat man op alle kolonien zo bozig als mogelijk verzekeren zal met de registrering wieder te arbeiten. Nadat Abraham Dick en Voorsteher Gerard J. Rempel in Mexico City met Hugonatus en Daniel Salas Lopez Top aan de regering über 2 Monate gearbeitet haben en nog niet aangekomen zijn, fuhren ze eerstmal zwischen naar huis. Aber Natus en Lopez blieben in de city beim Arbeiten. Natus benötigt Abraham Dick en Voorsteher Gerard J. Rempel beständig durch Korrespondenz, wo die Arbeit wiederkommt, oder besser gesagt, nicht wiederkommt. Am 2. August, werden in de Mennoniten ihre unruhigste Zeit, starb de Manitoba-Kolonie ihr ältester Johann Friesen in Nienburg. En ältester Isaac am Dick van Blumenfeld, der am 12. Dezember 1934 als Mitältester gewählt worden war, musste die Gemeindeleitung übernehmen. Zwischen einmal waren ein paar von meinen eigenen Erinnerungen von 1934. Ich erinnere mich noch an die Deel, als die Blumenuiter alle nach uns kommen mussten, zum Registrieren. Der Fotograf oder der Aufnehmer stellt sein kleines Hüsje bei uns auf dem Hof, dicht bei unserer Kirche ab, und jede Person am Dorf, die noch entweder in Kanada oder in Russland geboren war, muss vor dem Fotograf kommen und sich aufnehmen lassen. Mein Bruder Knals half dem Bildermacher beim Bilderwaschen. Das ging ihm sehr gut, und das macht uns, Knals seine Geschwister, ein bisschen aufjänstig. Wenn die Menschen ihre Bilder fertig waren, dann mussten die für einen angestellten Beamten kommen zum Fragen beantworten und unterschreiben. Diesen Vorgang habe ich nicht so gut beholen als den Vorgang beim Bildermachen. Ich erinnere mich aber noch klar, dass die Mütter, die Murrekes, meist alle ihre Mützen abhatten, wenn sie heimkamen. Und wenn sie mit ihren Mützen auf ihrem Kopf vor dem Fotograf kamen, die nannten am Bildermacher, dann befahl er an, ihre Mützen aufzunehmen. Und er kann auch meist sehen, wo einige früher sich stierten oder ohrten, wenn sie ihre Mützen aufnehmen mussten. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ältester Johann Friesen sein Begräbnis war. Wie meine ältere Geschwister und ich deden mit den Hakenweiden ab dem sogenannten 34 Ackerkörvel zwischen Blumenurt und Nienburg. Und dann mit einmal sagen wir, dass da so viel 40 Jahre lang die Linie kämen von Nienburg. Als ich dann früh, wo das kam, dass da mit einmal so viel Bürgerfortier kämen, dann sagt einer von meinen älteren Geschwistern, das sind Begräbnislieder. Die kommen von ältester Johann Friesen sein Begräbnis. Als meine ältere Geschwister dann wieder davon reden, dass ältester Johann Friesen gestorben und nu dann begraft wird, und ich noch gar nicht wisst, was das Wort ältester bedeutet, dann frage ich an ganz anschuldig, wer ist dann nu das Älteste? Über meine anschuldige Frau war da auf dem Schobelfleck wohl gut gelacht, aber ich lehre dann den Tag, was das Wort ältester bedeutet.
En nu war dat terug naar de onruige tijd waarin de Mennoniten Schoolfrieheit verlieren in Mexico. Durch den ganzen Sommer en Herbst 1934 werden de Mennoniten in Mexico sehr onruhig. Einzelne Families verkauften ihre Sachen und trokken terug naar Kanada. En wanneer zo'n Lied dan in Kanada angekommen wären und vertelden dat de meeste Mennoniten in Chihuahua jaren terug naar Kanada kommen mochten, dann wollen ihre Verwandten und Freunde oder auch die verschiedenen Landagenten zo'n Lied Forums oder Hisa verhalten. En de Landagenten oder Real Estate Mannen im Süden Manitoba und Saskatchewan, die al damit rekenden dat sehr veel Mennoniten terug naar Kanada kommen würden, zeiden zu de teruggekommenen Families, dat zij entschieden geloofden dat de regeringen in Kanada de Mennoniten jaren terugnemen würden en dat die aan ook wat Schoolfrieheiten geven würden. Verwandten en vrienden vertelden de terug naar Kanada gekommenen Families van wo ihre Schulkinderen en de school nu ook al wat Dietsch en Religion leren kunnen, en wo de Mennoniten ihre Schulen nu al wat van mennonitische Mannen gerannt worden kunnen, en so weiter. En dat wie ook wirklich zo, dat het in de Mennoniten ihre Schulen in Kanada sehr geändert hat. Als de regering de public Schulen ohne de Oldkolonie ihren Wellen anführt, dann stalten sie ihren eigenen Trustee an, de Mennoniten ihre Schulen zu ranen, en de Mennoniten hadden nichts dazu zu sagen. Aber nu bestunden ihre Schulboards, Schulrot, al waren uit mennonitische Mannen, en die hadden al de vrijheid eine halbe Stunde am Tag Dietsch leren te laten, en ook eine halbe Stunde Religion. Aber wenn beides, Dietsch en Religion geleerd worden soll, dann muss de Schuldag eine halbe Stunde angelenkt worden. Also de regering englisches Schulprogramm hat an so weit geändert, dass es bei den Mennoniten eine halbe Stunde rummerken kann für Dietsch lehren, aber für die andere halbe Stunde für Religion muss extra Zeit genommen werden. Und dort wäre all sehr viel anders als dann, als die Oldkolonie in Sommerfelder von Kanada wegtrokken. Einige Landagenten und auch einige auf Koten geben die terug nach Kanada gekommene Families sogar Brief, die sie ihre Verwandten und Freunde in Chihuahua schicken können. Und dort werden so eine Brief, die da Versicherungen machen, dort für die Mennoniten in Kanada gute Siedlungsmöglichkeiten wären, und dort die Regierungen die Mennoniten Jaren zurücknehmen und Schoolfrieheiten geben würden. Mit so einem Brief kämen die Lied in Chihuahua dann nur ihrem Ältesten und Vorsteher und verlangten, dass sie daran arbeiten sollen, dass sie terug naar Kanada tragen können. Wenn die Leiders so eine Lied dann sehen, dass ihre Brief von Kanada noch von keiner Regierungsbeamte, aber noch mal bloß von Landagenten und auf Koten kämen, und dass es noch keine Beweise davon wären, dass die Regierungen wirklich hinter so eine Versicherungen stunden, dann wollen viele Lied dort nicht so haben. Sie glaubten, wenn kanadische Aufkoten so seien, dann macht es auch zusammen. Dat duurt niet zeer lang, dan vormen zich door op de Manitoba-kolonie in Chihuahua immer mehr Gruppen von Mannen, die von ihrem neuen Ältesten Isaac am Deck verlangten, dat eine Bruderschaft aufgeholt worden soll, dort zu bereden, dat eine Trägwanderung nach Kanada angeleitet worden kann. Der Älteste leidt sich mit der Zeit bereden. Er verspricht der Lied, dat er later im Herbst eine Bruderschaft anstellen wird. Ein beste Lothar Meier von dieser versprochenen Bruderschaft. Hugonatos und andere deutsche Männer arbeiten 1934 in Mexico City, durch im Sommer beständig mit den mexikanischen Regierungsbeamten und versuchten, die zu bereden, den Mennoniten ihre Freiheiten noch weiter zurückzugeben. Aber sie hatten nicht mehr viel Hoffnung, dass der mexikanische sozialistische Präsident sich dort zu bereden lassen wird, denn da wären auch viel von ihrer eigenen Hügelied in Mexico City, die an ihrer Universität in der Großstadt auch wollen die Freiheit haben,
religion rechten, en de president en zijn schulminister horchten niet eenmaal naar ihre eigene hechere klasse van mensen. Wo kann man noch glauben oder hopen dat sie nur de Mennoniten horchen würden? So schrift Hugonatus. Wils de Deutsche Botschaft, Embajada oder Embassy, zoals je dat am besten verstonen, nicht viel Hoffnung hat, dat de Präsident und sein Schulminister sich würden überreden lassen von den Mennoniten selbst oder von ihren Vertretern oder von selbst wem, versuchten sie für die Mennoniten in Mexiko ein Land zu finden, wat an wird Wellen und kennen Siedlungsmöglichkeiten beiden und gewünschte Freiheiten versprechen. In kurzer Zeit hatten sie durch deutsche Botschafter in andere Länder uitgefangen, dort in mehrere Länder so eine Möglichkeiten wären. Aber besonders in Paraguay, wo all viel Deutsche und auch viel Mennoniten wohnten, wären nur ihrem da verholen sehr gute Möglichkeiten für die Mennoniten. Hugonatus bleibt beständig durch Korrespondenz mit Abraham Dick und Vorsteher Gerard J. Rempel und andere mennonitische Leiders verbunden und informiert an brieflich oder durch Telegrams, wo die Arbeit in Mexiko wiederkam oder nicht wiederkam. Und auch über was sie in andere Länder für Möglichkeiten fangen für die Mennoniten. Die deutsche Botschafter fangen an, stark darauf hinzuweisen, dass es für die Mennoniten weit am besten sein wird, wenn sie sich können einig werden, nach Paraguay zu tragen. Denn Paraguay will die Mennoniten gern haben und verspricht, an Kriegszone Freiheiten zu geben, als sie die Sommerfelder Mennoniten im Chaco 1925 gegeben haben, und in Beit Lothar auch die Mennoniten, die von Russland nach Paraguay gekommen wären. Und nicht nur die Sommerfelder Mennoniten in Paraguay, aber auch die Russland-Mennoniten freuten sich als sehr dazu, dass vielleicht Dutzende Mennoniten von Mexiko heimkommen würden. Die Mennoniten in Paraguay hatten dort ganz klar, dass ihre Kolonien in Paraguay durch eine große Zuwanderung von mehr Mennoniten viel stärker worden kann. Dass ihre Ökonomie in Paraguay durch eine große Zuwanderung von mehr Mennoniten viel stärker worden kann. Und die deutsche Botschafter in Paraguay lebten auch, dass die Mennoniten von Mexiko für sich selbst keine bessere Stadt finden würden als Paraguay. Die Vorsteher und die Oms verfolgten mit großem Interesse, was die deutsche Botschafter von Paraguay alle uitfangen. Und sie versuchten ihr Bestes, wenn immer Lied so stark nachschauen trägt nach Kanada zu tragen, an so bei uns für Paraguay zu interessieren. Viele horchten noch danach und waren interessiert dafür. Aber viele, sehr viele, wollen nichts von Paraguay hören. Die wollen bloß so schwind als möglich trägt nach Kanada. Aber scheinbar wussten die meisten Lied gar nicht, wo rotlos die Gemeindenleiter wären. Und besonders die Vorsteher, die Gemeindenkurs führten. Lied wussten nicht, wo schwierig das sein wird, irgendwo hinzuwandern ohne Geld und ohne Aussicht, Land und Sachen verkaufen zu können in Mexiko. Als sie vor 13 Jahren aus Kanada anfangen zu wandern, dann hatte jemand viel Geld. Und sehr viele Bürger hatten sehr viel Geld. Aber nu, nach 13 sehr schwere Pionierjahren, nach langem, schwerem Kampf mit dem viel zu dir gekauften Landbetalen in Mexiko, wann meist alle Bürger noch nicht einmal einen guten Anfang hatten mit sich in Abarbeiten, und die Gemeindenkost, die Waisenamtskost, und viele Bürger noch viel Geld schuldig waren, nu wussten die Leiders, dass ein Uitwandern unmöglich sein wird, wenn nicht von irgendwo viel Hilfe kommen wird. Und dort brachte Leiders an viel und schwere Besäugnisse. In Durango wären die Mennoniten ihre Schulen am Mai 1934 noch nicht zugeschlossen worden. Aber dann, im September, ließ die Cardenas-Regierung die Mennoniten ihre Schulen in Durango auch noch alle zuschließen. Kriegsasse dort am Mai-Monat in Chihuahua gedonnen haben. Im September 1934 schickte die mexikanische Regierung
2 Inspektors naar de Mennoniten in Chihuahua. 1 Inspektor wordt van de Schulminister geschickt en einer van dem Immigrationsdepartement. 1 Inspektor, Miguel Turner, soll uitvinden wo wij in de Mennoniten in Chihuahua so onruhig wären. Des Inspektor sieht de Mennoniten, dat de Mexikanische Regierung de mennonitische Formen als een zeer wichtig en wertvolles Element anerkannt in ihre landwirtschaftliche Bemühungen. En de Inspektor sieht de Mennoniten ook dat, wanneer er onruhe door weer, wegen irgend andere Probleme, als wij in de Regierung ihre nieuwe Schulden setzen, dann will de Regierung aan versichern lassen, dat sie mit ihren Problemen handeln würden. Aber wenn sie Mexiko verlassen wollen, bloß wegen der Regierung ihre neue Schulden setzen, dann wird die Regierung dort nicht im Stich lassen. Die anderen Inspektor wird geschickt, zu untersuchen, wo die Mennoniten ihre Registrierung als Ausländer im Land Mexiko wiederkommen. In des Inspektor fängt das so, dass alles positiv genug wiederkommt. Im Oktober fuhren beide Inspektors terug naar Mexico City. Diese Inspektors gaven ihre Berichte an Mexico City, als sie teruggekommen wären, aber Hugonatos schrift davon manch andere Dinge so. Diese Inspektors benehmen sich bei ihren Berichten wohl sehr höflich, aber nicht haft an die ganze Schulfrage geändert. Büter dort nu auch noch die Mennoniten ihre Schulen in Durango zugeschlossen worden sind. Und dann sagt Hugonatos, die Lehre, es kriegt so, als mal einer von den mexikanischen Beamten gesagt hat. Du hast bloß ein entweder oder, geeft bei oder verloren. Wir brechen hier weiter auf, unser Zeitraum weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir, war der Meier von den Mennoniten ihren Arbeiten und die Cardenas-Regierung in Mexico City und von den Plänen an Paraguay uitwonen. Wat nächstes Mal. Ik zie George Rumble.